Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Unsere kleine Freitagsrunde ist auch diese Woche äußerst hochkarätig besetzt. Zum ersten Thema, die Melanie Winiger und der Campino, die sind ein Paar. Eben doch. Aber herausgefunden hat es nicht ihre Weltwoche, Roger Köppel, schlecht recherchiert. Um was geht's? Der italienische Fahrende da, der Campino, ist vermutlich nur auf den Schweizer Pass aus. Stichwort Ski. Tatsache ist doch die, nach dem Stress in der Beziehung, hat weniger tote Hose im Bett. Ja. Okay, die Pointe, die ist sogar noch älter als die Beziehung selber. Darum lieber jetzt weiter. Wir bleiben aber beim Thema. Ein Deutscher und sein Schweizer Schatz. Der FC Bayern-Präsident, der Uli Hoeneß, soll rund 28 Millionen Franken am deutschen Fiskus vorbeigeschmuggelt haben und muss über 3 Jahre ins Gefängnis. Auch das wieder typisch eine absolute Fehlinformation vom linksmarxistischen SRF. Wir von der Weltwoche haben herausgefunden, dass die rund 28 Millionen gar kein so ein hoher Betrag sind. Das ist höchstens ein Jahresgehalt von einem einzigen von seinen FC Bayern-Spielern. So gesehen ist es nur Peanuts und ein Ordnungsbus hat die absolut gelangt. Punkt. Ja, mit dem Geld ist das so eine Sache, oder? Zeit, dass ein ungewisser Fachmann sich zu Wort meldet. Ein alter Bekannter in der Runde, der frühere UBS-Chef Oswald Grübel. Das ist wieder mal beste Werbung für den Schweizer Finanzplatz. So sieht die ganze Welt, dass man in der Schweiz Geld verstecken könnte, wenn man nicht so dumm ist, sich selber anzuzeigen. Und Sie, Christoph Mögerli, haben Sie den Prozess gegen den Uli Hoeneß verfolgt? Ja, schauen Sie, das ist doch der Beweis. Das Bild vom arroganten, gierigen Deutschen malen nicht wir von der SVP, sondern die Deutschen gerade selber, verstehen Sie? Gerne, haben Sie gestellt. Obacht also, wo der Verdienst aus dem Fußball landet, Ottmar Hitzfeld. Ja, ich muss sagen, ich bin überzeugt, dass der Uli Hoeneß seiner Genialität nach dem Transfer im Knast sogar die Gefängnismannschaft zum deutschen Meister macht und der Spezialität Eigengoal. Aber zuerst einmal Schluss mit Freiheit und Fußball. Simi Ammann, du glaubst aber, der Hoeneß ist bald wieder draus. Ja, Sapperlot. Wäre er noch ein bisschen dünner, könnte er, wie ich, durch Gitterstäbe davonfliegen. Noch ein Thema die Woche, der Fußballexperte der Alain Sutter wird Trainer von der GC Frauen. Ist das nicht Wahnsinn, Sportmoderator Rainer Maria Salzgeber? Meine Güte, das ist nicht Wahnsinn, das ist meine Frage, ist nicht Wahnsinn, das ist meine Frage, das ist eigentlich nicht Wahnsinn, oder? Können wir nicht sagen, dass es schon immer alle gewusst haben, dass der alle mehr drauf hat, als nur einfach wenig auf der Rippli? Ich will diese Frage gerade weitergeben, der Fußballtrainer ohne Arbeit, Christian Gross. Alain Sutter ist natürlich der beste Kandidat für den Job als Frauentrainerin. Ich kenne ihn gut. Es gibt keine geeignete Frauen. Ottmar Hitzfeld, Frauentrainer, sicher nicht ganz so schlimm wie Gefängnis. Wäre das auch etwas für Sie nach der Nationalmannschaft? Ja, ich glaube, da liegt ein Missverständnis vor. Und der Alain will da nicht Frauentrainer werden, sondern Spielerfrau. Zum Glück ist Freitag.